Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, Leute, und das am 18. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe des VfL Wolfsburg. Und das kann ja nur eins heißen: der 4. Sieg in Folge ist angesagt und gleichzeitig der erste Sieg im neuen Jahrzehnt. Ja, frohes neues Jahr, ne? Wobei, man muss schon sagen, wie die Zeit vergeht, ne? Eben haben wir gerade noch den Silvesterkater auskuriert und schon ist 1. April, ne? 1. April, warum? Habt ihr das gelesen? Kann ja nicht stimmen, ne? Im Express steht, Borussia Mönchengladbach hat eine Karnevalssitzung gemacht, ja, an sich schon ein bisschen schräg, ja? Aber die haben nur Kölner auf der Bühne gehabt, ja? Ja, und hier steht es: Bernd Stelter, die Blackfoes, Lupo, Guido Kanz, die Räuber, Martin Schops, die Klüngelköpp und die Rabaue waren auch mit dabei. Ey, ganz ehrlich, es kann doch wohl nicht wahr sein. Die Gladbacher normalerweise sprechen den Namen unserer wunderbaren Stadt nicht aus. Die schreiben im Internet Ölln. Also wie affig ist das denn? Das kann doch nicht sein, dass diese Menschen jetzt hier plötzlich anfangen, kölsche Partys zu feiern und Köller Alarv zu rufen. Ist natürlich. Ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Warum sollte man auch Leute vom Erzrivalen auf die Bühne holen, wenn man eine eigene Kultur hat? Ne? Und ich meine, guck mal, die haben doch auch eigene Sänger. Also so wie oder Redner zum Beispiel. Also die haben doch, die könnten auch eine Sitzung zusammenstellen, also eine ganz kurze vielleicht nur, aber könnte was klappen. Ne? Ja, aber hör mal, umgekehrt frage ich mich doch auch, was machen denn unsere Kölschen in diesem Kaff, bitteschön? Ne? Da fährt man doch als Kölner nicht hin und schon gar nicht als FC-Fan. Nee. Guido Kanz ist aber Stuttgart-Fan. Ja? Das ist das allererste Mal, dass der einen Vorteil davon hat, kein FC-Fan zu sein. Ne? Und, was ist mit dem Stelter? Hat der Stelter was mit dem FC zu tun? Hat der vielleicht sogar eine Dauerkarte? Nee, also wenn der im Stadion wäre, dann hätten 50.000 Mann Pinkelpause. Das hätten wir schon mitgekriegt. Ne? Ja, möglicherweise. Ne? Okay, was ist mit den Blackfoes? Ne? Da sind ja ganz wenig Alte nur noch dabei. Ne? Vielleicht wissen die Neuen nicht, wo sie hingehören. Ja sein, die haben in unserem Veedel gesungen, die haben Bickendorfer Bütchen gesungen in Gladbach. Ne? Und der Express schreibt irgendwas von Gänsehautmomenten. Ne? Aber die haben sich doch in den Vögeln irgendwie vertan. Denn als Gladbacher habe ich keine Gänsehaut, sondern müsste ich eigentlich den ganzen Tag reiern bei den ganzen Kölnern. Ja. So, kann man schon mal verwechseln. Ja. Wenn die Gladbacher schon nicht reiern, dann tun wir es einfach, würde ich sagen. Was? Ne? Wieso das denn? So, pass auf. Wer spielt vor Fohlen und kriegt jetzt Haue? Der Rabaue. Wer reimt sich fast auf Robert Häuser? Der Räuber, der Räuber, der Räuber. Ja? Und wer hat jetzt einen langen Pferdeschwanz? Guido Kanz. Wer singt jetzt nur noch Döp, 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 Klüngelke. Und wen nimmt jetzt die wilde Horde hops? Martin Schops. Also, so einen Quatsch, ja, den kann man nur machen, entschuldigt es bitte, ja, wenn man vorher 3-mal gewonnen hat, ne, am Stück. Also vor unserer fantastischen Woche wären wir natürlich niemals auf die Idee gekommen, denn da hatten wir ganz andere Sorgen, als uns mit irgendwelchen Karnevalisten auf Abwägen zu beschäftigen. Ja. Also jetzt, aber dann haben wir ja das Glück gehabt und wurden reanimiert. Ne? Ja. Und zwar junges Blut rein und et Hetz schlägt wieder. Und wo schlägt das Hetz? Jetzt ist doch klar. Im Veedel. Und in welchem Veedel? Natürlich in Müngersdorf. Und das Ganze unverhandelbar. Und ab jetzt auch wieder ohne Kreislaufprobleme und mit einem ganz stabilen Puls. Ja, jetzt hast du nur aber alles verraten, ne? Und wieso das denn? Dass wir jetzt die nächsten Spieler auch alle gewinnen, oder was? Das weiß doch jeder, ne? Nee, das Motto hat er verraten, der Vogel, ne? Pass auf. Das Motto heißt nämlich logischerweise et Hetz schlägt in Müngersdorf.
Jawohl! Ne? Ist ja nichts Neues, ne? Aber. So. Egal wo ihr seid, ne? Schlagt euch nicht. Sondern 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüß euch, die Leute. So, Sehr lecker. zum Schmatke sagen wir nichts. Ja, der hat ja so einen Bart, ne? Also. Wir könnten noch ein bisschen weiter singen. Ja, ja, wir könnten, wie der Bernd Stelter, ne? Ich habe 3 Haare hier am Kinn, ich bin ein Jörg. Ja, Mann, der wird wahrscheinlich sogar in Wolfsburg wird der auf die Bühne gehen. Ne? Ja, ich der ist wette- vor nichts fies. Ich wette, der war das schon, ne? Hauptsache 3 Punkte. Ja.